begrüßen euch ganz herzlich heute auf dem Schulfest zu Kirlen. Traditionell Schulfest hat seit ein paar Jahren samstags aufgehalten und noch mehr groß organisiert wird. Und den Erfolg beweist, dass das neue Form eben die richtige Version ist. Die Leute haben gut Zeit und sie kommen gerne hin und sind noch lange dabei. Es gibt viel mehr Jugendgebäude wie sonst. Pomscheren sind dabei, sind im mittelalterlichen Stand, wo kann ein Bauscheiße können machen, eine ganze Reihe Spieler und eben der übliche Essen und Getränks. Das Fest wird von der Schule organisiert, dem Komitee d'école, zusammen mit den Enseignants und mit den Mitarbeitern von der Maison Relais von Kiel. Ich sage Ihnen alle gute Merci für Ihr Engagement, dass Sie als Kinder so wunderschön Schulfest möglich machen. Ich begrüße euch alle guten heute Abend hier auf der Schegiverreichung von unserem Christmet. Den Erlass vom Christmet geht das Jahr in MSF. Der Christmet, also am Anfang der Gläsersches Met hier zu Kielen, das den Tag, wo die Gläschen hier auf Kielen können, da wo sämtliche Schulkinder ihren Kado, ihren kleinen Tut vom Gläschen überreicht kriegen. Dann haben wir ungefähr 500 Tuten, die verteilt gehen. Und die Kinder sind natürlich alle gut begleitet von ihren Eltern, von ihren Familien. Und dann haben wir natürlich den der 1500 von nicht bis zu 2000 Leute, die im Moment auf dem Schulsitz sind. Und für rund 20 Jahre hat die Integrationskommission damals die Idee abgegriffen, dann aber neben der Gläsersfeier auch eine kleine März organisiert, für das die Leute auch etwas haben, wo sie sich ein bisschen abhalten und wo eben ein Flottfest daraus entstehen ist. Die Idee vom Christmet ist ziemlich alt, mit der Organisation, wie sie auflebt, ist immer noch ziemlich dieselbe. Es geht eben heute darum, anzusammenarbeiten mit den lokalen Vereinen, die auch über diese Christmet hier Käse können abbessern und der Integrationskommission hier stehen, Suen zu sammeln, die man dann noch zu einem Scheck regroupieren, an dem man dann all Jahres und irgendeine Assoziation international oder nationaler Natur überreichen. Das Jahr ist ein Erlass insgesamt auch mit der Unterstützung von der Gemeinde Kiel natürlich immer ein ganzer Korb von den Faktoren überhält, ist ein Erlass 3.000 €. Und dafür sagen ich mal alle gut ein ganz großes Merci für das, was geschafft hat im Christmet, weil das ja ein Erlass aus denen, oder Paar vom Erlass, die den Scheck schlussendlich ausmacht. Le personnel MSF est présent dans près de 70 pays et apporte des soins médicaux d'urgence et des produits de première nécessité à ceux qui en ont le plus besoin. Les équipes qui portent ce t-shirt viennent en aide à ceux qui luttent pour survivre face à la violence, à la guerre, aux épidémies, à la faim, à la privation de soins de santé, au déplacement de population ou encore aux catastrophes naturelles. Je vous remercie de tout cœur de la part de MSF pour votre don et pour tout le travail que ça a représenté pendant votre marché de Noël, qui a été apparemment un grand succès, dont je vous en remercie, et aussi aux membres de la commission de l'intégration et à tout le monde pour avoir pensé à MSF. Et évidemment, sans vos dons et sans votre bonne volonté, MSF ne pourrait pas continuer à faire son travail d'apporter de l'aide humanitaire aux gens qui ont tellement besoin. Et MSF actuellement est sur plusieurs fronts.
On est dans 72 pays actuellement. On s'occupe des réfugiés dans la crise syrienne. Et en Irak, on est sur les fronts à Yémen. On est évidemment en Afrique, dans plusieurs endroits, toujours en Sierra Leone et Guinée, où Ebola et Libéria, où Ebola est revenu. Pas au même rythme qu'avant, mais après avoir pensé de l'avoir vaincu, c'est revenu. Donc on est toujours présent, on lutte toujours contre cette épidémie horrible. Et c'est grâce, encore une fois, à vos dons qu'on puisse continuer à mener ces actions. Porter un t-shirt MSF signifie faire partie d'une organisation médicale humanitaire internationale qui s'exprime librement et agit en totale indépendance. Also wir haben nur für die Artkehr an der Gemeinde an Marche Gourmand. Die allererste Kehr war zu Neuspelt. Zu allem waren wir schon an Kehr, und sind wir auch zu allem. Ja. Da hat das so gedauert, dass alle Ortschaften an Kehr gewiesen gehen, sozusagen, dass wir alle Kehren auch mit Vereinen von der jeweiligen Ortschaft schaffen. Und es sind so schöne Plätze hier in der Gemeinde. Da kann ich immer wieder an verschiedenen Ortschaften machen. Ich will gerne betonen, dass ein Zusammenarbeit mit den Vereinen aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil die Vereine auch die Ortschaft, also der Dorf jeden bestimmen, schon immer, an immer noch. Und das Wichtigste, dass sie bekannt gehen und mitwirken. Und das ist auch ein Mittel für die Vereine zu weisen und ob ihre verschiedenen Aktivitäten so an der Ortschaft oder an der ganzen Gemeinde zu weisen. Also das Jahr, wie gesagt, haben wir sowohl Kommission wie Vereine, Kommission als Jugend- und Umweltkommission und so Vereine und wir Croix-Rouge-Sektion Kielen, Gartenheim Kielen Olem, Cycle Comique Olem und Pompiers-Freund von Olem. Wir haben offiziell Leute, die bezahlt sind, sich voraus 85 Leute, plus natürlich all die Leute, die an den verschiedenen Etappen schaffen, die ist natürlich auch mit, also so mal rund 100 Leute. Die Idee sind dann von Haut 3 Bütten, kann ich so. Das allererst, als wirklich Leute zusammenzubringen, egal ob jung oder Männer jung, Mat oder Unikaner, egal was für eine Origine, dass sie zusammen trippeln, dass sich kennenlernen. Dann die andere Idee ist natürlich auch als Gemeinde zu weisen. Es sind so viele Plätze hier, Gemeinde, die Leute nicht unbedingt kennen. Da kommen sie doch hin. Und die andere Idee, wie gesagt, wie für drin, also die Vereine, zu lehren, auf ihre Aktivitäten zu weisen. Der reine Erlös, der Benefiz von der Manifestation, wenn alle Rechnungen bezahlt sind, geht das Jahr an SOS Kannerdorf zu Nierschen. Schon eine Idee, wo wir nächstes Jahr etwas könnten machen, aber natürlich müssen die Vereine von der Ortschaft d'accord sein. Entweder Neuspelt oder Kielen. Opregung an der Industriezone bei Karosserie Römen brandet. Kein die Mengen. Mit Opregung als Gestalt an Feier glücklicherweise schüss simuliert. Et geht hier eng Pompiesübung, eng Übungwerwer die op engem ganz realistischen Szenario basiert. Karosserie Römen, die war dass die an einem Container schaffen, wo nach recht Flüssigkeiten drauf waren, weil sie nicht wussten und es sind Flüssigkeiten hinausgetrat, die auch brandfördert die Flüssigkeit. Dann wird er am Gebäude angefangen zu brennen. Das ist auch noch gelungen, den Container rauszuholen während der ganzen Geschichte. Aber da ist dann die Flüssigkeit weiter ausgelaufen und die Person, die den Container noch rausgezogen hat, die lungen dann eben an der Flüssigkeit dran. Mit dat alles wissen die Equipe net wie op Platz kommen. Die einzige Information, die sie dem Moment tun, als die von der Dampfentwicklung an der Hall.
der hat sich dann eben so entwickelt, dass sie dann auf Platz kommen, sehen sie hier Erkundung gemacht, festgestellt, dass Leute fehlen. Der Patron, der war Gott sei Dank dabei, die konnte ihn das direkt suchen. Und darauf sind gehört dann eben auch rausfand, dass danach den chemische Produkt ausgelaufen ist, dass nach 6 Leuten an der Halle vermisst goufen. Und darauf sind dann Korenogruf für ganz mal aufzudecken. Und das war dann eigentlich der Automobil Chemik von Menschen, die da kommen, für das dann ganz tief erholen vom chemischen Teil, aber auch einer Koren Mama erkoppelt und dann eben noch ausgemengt, für dann die Brandbekämpfung an der Halle zu machen. Wir sind am Gebäude direkt links, wir sind noch bei einer Dier und wir gehen noch ran, Parley. Ja, das ist verstanden, Parley. Ich kann kurz auf, guck ich euch an und dann kommt so, okay? Ja. Du hast eine Person gesehen. Ja. Also das an dem Sinn in der Realität, dass die Dampfentwicklung am Realfall effektiv auch da, also so wie wir sie gesehen haben. Vielleicht schlüssel gerade an der VF, das heißt, den Dampf wäre erstens viel mehr schwarz. Das wird nur dabei, könnte das wir hatten, weil wir hatten keine Hitze dabei. Wir hatten kein richtig Feuer dabei. Es war hauptsächlich eine Übung für mal zu gucken, wie die Leute da taktisch vorgehen. Für erstens Personen sich zu machen, zweitens für die Feuerbekämpfung. Wir haben am ganzen ungefähr 10 Kamion stehen, 2 Ambulanzen, dann ein große Trailer, danach den ELW, was ein bisschen speziell ist. Und dann haben wir ungefähr 50 bis 60 Pumpchen am Einsatz. Die Übungen sind ganz sinnvoll für eben die Leute, für die Leute, die können trainieren, für an die sehr so taktisch umzugehen, wie sie gelehrt sind. Das heißt, es sind noch die einen oder die anderen kleinen Fehler geschieht, wo ich aber nicht heute darauf verlassen. Das klären wir dann noch mit den Leuten selber. Und das ist auch gut, dass auch Sinn und Zweck von einer Übung für Fehler zu machen und erst diese Fehler zu lehren für die Zukunft, für dass sie dann effektiv mehr proper kann schaffen, wie gesagt. Für mich wäre die Übung hier am vollsten Sinn eine Reussit. Ugangs des Monds stongen hege Steiger fir Kirchturm zu killen, an dem 2 Leiit sich op ball 50 Meter hecht und Kreiz gewot hun. Dëst war nedig ginn, weil Kreiz an noch den Hinchen net mir an der Riecht wären an so gut gevorbestanden huet, et kind der Besorfallen. Die Operation, die als Reparatur ugesät war, huet sich nun awer als méi schwierig erwiesen, mam Resultat, dass die am ganzen iwwer 4 Meter heich Konstruktion huet mussssen Berufgol gin. Hierbei handelt es sich das Originalkreiz aus dem Jahr 1880, signiert von einem Schmatt Klein. Nom Zweite Weltkrieg ass eng Belichtung und Kreiz drogemerk gin, wo 4 an Hannen in Zusatz fir Luchtefassungen drop geschweest gouf. Allerdings hunn die Luchten or an der Lächt net méi funktioniert. Das Symbol vum Killner Kirchturm gëtt lo aufgemer, raffistoléiert a frisch träteiert, an de Kofferhinchen krit or eng nei Behandlung. Wer dat ganz davalorem Uwen op der Kirchturmspitz ze fixieren, muss eng nei Halterung an den Dachstuhl kommen. Voraussichtlich wird dann an der nächste Moment eng Steh mussssen opgericht gin, fir das Derbechten mat der gréist meeslicher Sicherheit kënne gemerk gin, an Garantie dann noch ginnners, dass an den nächste Jahrzehenten Kreiz an noch den Hinchen all Sturm kënne Paroli bieden. Das ist ganz du sich mehr als Freund vom Musee, die wohl den Musee als Trägerverein unterstützen. Mehr wo wir aber das ganz gesehen für hier am Dorf, hat sich Kirche an der Gemeinde Hand und uns packen, dass das historisch, das patrimoinsmäßig, dass das soll weiter gepflegt gehen. Und so ist die Kirche so mit Sterne, weil früher die Donati Kirche zu Kirchen wirklich so feste Rendezvous war mit den Vereinen, mit der Musik zu summen, bis man am Fußball, dass eine Prozession gehen, wo
dürf sich rausgefietzt huet für sich schön zu machen und damit es war dann immer eng Kirmes und dat huet Ende Nachtgangs 90 Euro net dat richtig aufgeflacht, dann bin las dat doch net mehr gin. Und du kommet dann bei so an der Kaberem zu sternen, dass man gesagt kom los die Kirmes opliewen und dat gëtt vu Joer zu Joer so mi groß mi schön méi dat huet dat feste Bestandteil gin ha an der Gemeng. Am hunn all Joer wei die war iwwer 200-400 Leiit die ha passerieren op diesem der du huet de Perverband sich mat ageklingt, du hast die Prozessionere men Sterne heet as ganz das Flot an ich meng de Susiger das reicht so der wie haut noch schöne wieder dann klappt dat alles. Ja. Ja, die Prozession, die haben wir am Fongeland Liewe gerufen, wie wir hatten uns damals engagiert, für die Müllischkapelle zu restaurieren. Nationalfeier der Fintedeum war keine Kirche disponibel. Kölner Kirche, die ist am Chantier gewirrscht. Und du solltest damals, wir hatten eine Kirche zu Köln, da steht nur noch eine Müllischkapelle. Und wir werden nicht durch den Tedeum aufhalten. Und dann haben wir eine Restauration gemacht. Und wie wir sagen weiter, dann hatte ich am Schlusswort gesagt, wer weiß, vielleicht geht in den nächsten Jahren auch eine Prozession ein. Und da wird die Prozession dann noch neu geboren. Die Donati Kirmes, wenn wir die organisieren, wir rufen, wir haben ein bisschen so einen Fanclub und die kommen ganz gern. Das Sitai, a Krise an der Lammisch, die bietet sich auch förmlich für die Hanna hier, das ist einfach flott, da kriegt ihr eine flotte Ambiance ran.